Den 18. Januar gouf zu Zollwer am Sportikus die 1. Edition vum Bubbleball Cup organisiert. Dat et sech beim Bubbleball eng net alldeegle Sportart handelt, gesiet an eusem nächste Beitrag. An der gut gefüllten Hall hunn den DJ Valentino Asio.5 fir eng gut Stimmung gesuercht. Tschen de Matscher konnten sich man enger Party Bier programmisieren an e gute Bubblecocktail geneessen. Fir d'éicht wollte Merwermoll vum Iëssen, wat genau Bubbleball eigentlich ass. Also dat ass eng Sportart Grundidee as eigentlich Fußball. Dat eng kleng Variante vun dat speziell dat eigentlich dat an grosse Luftballoren dran ass. Die ginn eng bis op knéien, dat si just been frei. D'Schwierigkeet leider einfach fir se Storenner ze bewegen, Ziicht ass ageschränkt, Téier de net gut, dat eng ganz neue Erfahrung fir d Leiit. An 2 Poolen a vun den Ekippen goufen die 2 Plazen, déi fir d'Hallefinal qualifiziert hunn gekämpft. Bubbleball ass zwar ganz lechech unzukucken, wie viel méi ustrenget wie en eigentlich mengt. Ich muss ganz ehrlich so neschadet bëssen erschat, dats filmi fiese Uspruchsvoll wie dat vielleicht mengt, die ganz Kokuen ëmmer just mat de Been aufzuförderen, dat se net gewinnt. Ich mengen wanns de Kontakt mat dem Ball hoes an dat mat dem Gleichgewicht dat net mat Fußball ze ass de schwierigsten Punkt am Bubble war. Wat so eng ganz einer Bewegung wieläit vun den Sportarten, die sos spielt. méi sos das wirklich interessant mod spielen, net viel mat Fußball ze dienen. Schwierigkeit fir de Ball zu gesinn durch den Ball an noch richtig zu treffen. Ich mein, sie net soviel Goler gefallen an de Matscher. Hauptsache geht aber um Spaß und ja, das besonders kein verletzt und das ist wichtig. Ganze Jahr hunn sich 2 Favoriten herauskristallisiert, nämlich Team Bubblebad an Dick Bell, die dünne auch bis an Final gepackt hun. An enger ganz serierter Party kann sich Team Bubblebad mat 1:0 durchsetzen, an als verdenkte Gewinner vom 1. nationale Bubbleball Cup aus diesem Turnier aufhängen. Insgesamt war de ganzen Turnier a großen Erfolg. An et kann se schon op Summeredition vom 12. Juli freie.